Ja, Freunde, Link überlegt sich gerade tatsächlich, ob er nochmal eine Runde pennen gehen soll, weil, naja, die Nacht war jetzt nicht gerade so erholsam mit dem Blutmund und all drumherum. Aber da war noch eine coole Sequenz dabei, da muss ich am nächsten Mal nochmal darauf eingehen, weil der Blutmond ist jetzt, nachdem wir Phantomganon in Schloss Hyrule besiegt haben, ein bisschen anders. Jetzt nicht großartig, aber es ist doch ein nettes Detail, was Entwickler sich dabei gedacht haben, ne? Kann man glaube ich mal so erwähnen. Gut, dann für uns geht's weiter heute. Ich würde sagen, sogar mit der Hauptstory können wir wieder mal ein bisschen kochen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir gehen langsam aber sicher so ein paar geile Dinge aus, ne? Wie so ein bisschen Angriffskraft plus Defense oder auch hier. Heiltrunk und so, aber ein paar haben wir noch. Jo, letzte Folge haben wir die ganze Operationsquest, die Operation-Side-Quest für die ganzen Monster noch fertig gemacht. Das ist soweit gut. Wir haben noch unsere restlichen Dinge hier eingetauscht in Herzcontainer. Ein paar Herzen fehlen so noch, aber okay, wir sind eigentlich gut dabei. Ich warte noch, bis das Master komplett geheilt ist, aber das dauert, wie wir wissen, das ist halt einfach so ein Scheißteil. Sorry, wenn das so sagen muss. Und ja, abgesehen davon, von den ganzen Sidequests und so, oder auch Episoden, ne, das Ding nach so alter Zeit, naja, müssen wir halt abwarten, weil, wobei, was er sagt, nein, jein, ihr müsst halt auf die Suche gehen an die ganzen Dinger, ne, das wird sowieso lustig, ein paar haben wir zwar schon im Untergrund auch gefunden. Guck auf unsere Pläne, da sind wir munter, flockig dabei, ne, da wir im Untergrund alles nach und nach wieder aufdecken. Ich hätte aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Bock, Freunde, oh, was wir sagen, das haben wir gar nicht mehr, wa? Und noch haben wir Wirbel, oh, den ganz vergessen. Nee, ich hätte eigentlich ganz ehrlich gesagt Bock, dass wir wieder mal den Himmel aufsuchen. Denn jetzt auch mit der größeren Batterieleiste und so, ich würde gerne mal den Himmel abfliegen komplett. Ich glaube, es gibt noch viele Orte, wo wir gar nicht waren, wo es noch viele Schreine gibt. Und so weiter und so fort, ne? Und gut, überall noch Griox, ist klar. Hier im Fall und Luftraum und so. Diese seltsame Dinger ist. Und ja, eine seltsame Wolke. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen erstmal zu Pura. Aber wie gesagt, also wenn wir jetzt mit der Hauptsache weitermachen wollen, da gucken wollen, wie es dort weitergehen würde. Und dann gucken wir mal, wie es mit dem Rest so aussieht, ne? Ja, apropos Rest, wenn ich schon mal hier bin. Wie sieht es mit dir aus, ne? Du, der mich ansprichst, hier, die Lichter. Wo sind sie? Gut, eben so Qualmerlinge, Irrknospen, Donnerblumen. Gehen wir langsam ein bisschen raus, muss noch ein bisschen farmen gehen. Haben hier dann die ganzen Dunkeldinger. Dunkelgewand, Dunkelhose, Gewand der Finsternis. Ich kann eigentlich mal fragen, wo eigentlich deine Brüder sind. 100 Stück, Mann! Ja, gut, ja, die 100 Stück, die gönne ich mir jetzt. Die weiter gar nicht. Hat der jetzt die markiert, oder? Denke schon, war, weil es gerade so außerhalb ist. Okay. Gucken wir gleich mal nach. Jetzt erst einmal zu Pura. Mann, die Karte, hey. Die Minimap ist immer so aktualisiert. Das sind die ganzen Truppen hier versammelt. Königin Richu. Klar, was soll man schon passieren? Ja, das ist eine Gerudo-Kriegerin, ne? Dem passiert noch nichts. Hast schon alle 4 Wappen hier aufgeschlagen und so, von den ganz 4 Reichen, die 4 Rassen. Nur ein Schika-Symbol fehlt noch, wa? Naja. König Sidon, lassen Sie eure Wunde versagen. Ja, meine Flossen haben nicht die geringste Schramme. Ja, schön für ihn. Was ist hier los? Junobu? Boss natürlich. Möchtest du ja fleißig den Sperrposten oder kullert ihr hier nur die ganze Kieselchen? Natürlich sind wir fleißig, Mann. Wir kullen nur ganz selten mal. Die kleinen Cooler-Dinger. Ich habe noch überlegt, das war aber oft noch mal überlegt hatte, dass ich im Prinzip jetzt so eine komplette Batterie nach und nach gerne auffüllen würde. Und wir haben mittlerweile ja über 200 Energiekristalle. Das heißt, ihr könnt jetzt hier die erste Batterie, oder die erste von 8 kompletten Batterien, nochmal komplett upgraden. Hätten wir zumindest eine komplette blaue Batterie, ne? Also blau und grün kombiniert. Danach müssen wir noch die restlichen 7 noch blau machen. Das ist noch Spaß. Tulin! Du bist aber groß geworden. Ha, red wie mit einem Kind. Kannst du sehen, was er durchgemacht hat. Kugelkämpf, Tulin. Ja, dankeschön. Wo sind die andere? Ist die da oben?
Hä? Ah, hier. Ja. Schön, dich wiederzusehen. Sieht aus, als hättest du einiges durchgemacht. Ja, wie immer, wa? Tut mir leid, dir keine Verschnaufpause zu geben, aber könntest du uns sofort berichten, was da oben passiert ist? Zu viel für meinen Geschmack. Was? Keine Cutscene? Oh mein Gott. In der Legende des Versiegungskriegs die Rede ist. Der Dämonenkönig. Die Prinzessin, die in den verschiedenen Gebieten gesiedelt wurde, war eine Fälschung. Sie erschien nur deshalb in Schloss Hyrule, weil der Dämonenkönig Link dorthin locken wollte. Ich muss leid, dass was nicht stimmt. Wenn sie echte Zelda gewesen wären, dann wäre sie längst dabei, Hyrule zu retten. Der Kataklysmus, die seltsamen Phänomene, die falsche Prinzessin. All das hat mit der Rückkehr des Dämonenkönigs zu tun. Die wahre Zelda war also die ganze Zeit gar nicht da, sondern in der fernen Vergangenheit? So wie wir es in der Vision gesehen haben? Davon ist auszugehen. Und sie scheint dort in der Vergangenheit irgendeinen Plan geschmiedet zu haben, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja, jeder unserer Ahnen legte vor Zelda ein Gelübde ab. Im Fall der Rückkehr des Dämonenkönigs sollte je einer ihrer Nachfahren als Weiser erwachen und Link zur Seite stehen. Ich wünsche wissen, was Zelda in der Vergangenheit noch unternommen hat. Ich weiß es. Link könnte auch mal den Mund aufmachen, aber nö. Wenn sie nur hier wären, um an unserer Seite zu kämpfen. Wir wissen nicht mal, wer dieser Ganondorf eigentlich ist, außer dass er sehr stark und sehr böse ist. Was sollen wir nur tun? Naja, er ist ein Gerudo. Richu, kannst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen, ne? Von wegen alle 100 Jahre in den Gerudo geboren und so. Wäre vielleicht mal eine Idee. Nach dem, was sie sagt, scheint es, als hätte die Prinzessin gewusst, dass der Dämonenkönig wiederkehren würde. In Erwartung dieser Ereignisse hat sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Das heißt, in unserer Zeit muss es noch irgendwelche Spuren geben, von denen wir bislang nichts wissen. Oh. Du hast vollkommen recht. Wir sollen jetzt die Flossen nicht in den Schoß legen, sondern stattdessen eine Lösung suchen. Naja, ohne Anhaltspunkte wird sich das schwierig gestalten. Ah, warte mal. Ich habe doch gesagt, dass in diesem Versiegungskrieg König Rauron und die 6 Weisen gekämpft haben, oder? Wind. Feuer. Wasser. Donner. Nur die Sheikah waren außen vor. Warum auch immer es damals keine Sheikah offenbar gab. Die Prinzessin wurde zur Weisen der Zeit. Ah! Ich verstehe. Wie? Was? Worum geht's? Wow. Ja! Es muss noch jemanden geben. Bingo! Es gibt einen weiteren Weisen. Das wird uns sicher irgendwie weiterbringen. Es dürfte sich jedenfalls lohnen, nach dieser Person zu suchen. Eure Bestimmung als Weise habt ihr allen Orten erhalten, die mit der Zeit der Legende in Verbindung stehen, oder? Da würde es naheliegen, wenn der verbleibende Ort ebenfalls an so einem Ort stecken würde. Der verbleibende Weise ebenfalls an so einem Ort stecken würde. Ja, ganz Hyrule auf gut Glück zu durchsuchen wäre aussichtslos. Wenn wir uns auf die Ruinen aus dem Zeitalter der Legenden konzentrieren können, ist das ein guter Anhaltspunkt. Gut, dann müssen wir noch aufteilen. Jeder von euch sollte in seine Heimat zurückkehren und dort Informationen zum verbleibenden Weisen suchen. Und du, Link, könntest auf eigene Faust nach einem Hinweis suchen, der uns eventuell bisher entgangen ist. Also die anderen gehen zurück in ihre Dörfer, gucken da und ich durchsuche die ganze Welt wieder. Was Rich gerade meinte, dass er eigentlich Quatsch wäre. Viel Glück auch allen. Nette Rede, Pura. Finden den 5. Weisen. Naja, Minero halt, ne? Also, es sieht jetzt irgendwie auch ein... Da wäre natürlich irgendwie cool, weil ich meine, so von wegen Minero... Wir wissen ja eigentlich, dass sie durch die ganze Erinnerungssequenz wissen wir, dass sie eigentlich bei uns im Pura-Pad drin sitzt. Jetzt ist halt die Frage... Wird sie auch einen neuen erwählen? Ich meine, ein Sheikah würde sich eigentlich anbieten dafür, ne? Der Kataklysmus habe ich die Sona-Forschungsgruppe, die Ruinen der Sona-Zivilisation erforschen lassen. Angst gekommen, müssen wir finden. Der 5. Weise.
Mhm. Neuer Eintrag, okay. Ein Ruine aus der Zeit der Legenden umzusehen. Also im Prinzip können wir nochmal zu den Kranzruinen zurückkehren, wa? Von Kageriko. Das müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren, aber ich bin ehrlich, Freunde. Das werden wir, glaube ich, noch ein bisschen auf sich warten lassen, denn wir haben, wie schon so oft gesagt, noch so viel zu tun hier unten. In der ganzen Welt verstreut natürlich, aber erstmal gehe ich ganz kurz dahin, weil ich gucken will, ob die Magierstatus was Neues für uns hat. Könnte sein. Aber die Batterie noch upgraden, war? Scheiße. Naja, nachher. Teleporten können wir ja schnell, das ist nicht das Problem. Hauerpark, ich mach's mal ganz kurz ohne. Ist jetzt so weit weg hier. Ist halt eher, ist er oben, ist er unten, da ist nochmal so ein Block. So, jetzt ist auch Link. In die Richtung, wa? Wird so ein bisschen dunkel hier unten, aber es wird schon gehen. Urquell der Weisheit. Okay. Da kommen wir was ein bisschen mehr Licht können wir trotzdem gebrauchen. Also, nach Typ. Nee, warte mal. So. Es werde Licht. So eine Wurzel? Nee, so geht's aus. Hä? Da oben. Da ist eine Wurzel. Okay. Gut, später dazu mehr. Wir müssen eigentlich hier... Hier? Nee. Ah, hier. Oh, dass du mich ansprichst. Bring sie mir. Bring mir eine Seele in die Welt, jenseits ein zurückkehren sollen. Ihr Lichter. Bring sie mir. Was? Du hast... Ah, so. Du hast ein paar. Na dann. Bring mir ein Opfer da. Du bist ja auch ein Opfer. Noch im Besitz, ne? Also, ja, ein paar Mal davon schon. Gamasch in der Finsternis. Gamasch. Wenn du mich auch, ey. So, Gewänder. Ein paar haben wir auch schon. Sogar ein paar Zipfelmützen. Zauberstäbe kriege ich auch bei ihm. Ach, guck mal hier, hä? Heldenschwer, Pigronschwer, Kill Gottheit, Klinge. Dann relativ günstig. Krass. Weil die halt einmal gefunden haben in Kisten oder so, dann kriegen sie hier wieder. Such meine Brüder auf! Hast du verstanden? Ja, ist ja gut. So, wir wissen ja, dass eigentlich hier unten noch eine sein müsste. Das haben wir mal irgendwie ganz kurz mal aufgezeigt. Aber okay, da unten muss ich noch ein paar Dinge machen. Später mehr dazu. Da oben ist noch ein Schrein, dazu auch später mehr. Erstmal hier hinkommen. Zwei neue Batterien. Blaue Batterien in dem Falle. Dann nochmal zum anderen Typi da. Zur Irrlichtstatue. Mit dem noch ganz kurz quatschen. Und dann, wie zu Beginn der Folge erwähnt, will ich aber mal mich in den Himmel wieder begeben und gucken, was dort so abgeht. Es hieß ja ich soll mich, laut Pura soll ich mich da uralte Legenden, uralte Ruinen hieß es, oder? Aus uralten Zeiten. Ein Ruinen aus der Zeit der Legenden umzusehen. Ich meine, da ist der Himmel natürlich prädestiniert dafür. Müssen wir ganz ehrlich sagen.
Aber dass da oben noch ein Tempel sein soll vom 5. Ich glaube, am besten Willen, wir hätten schon 2 Tempel da oben. Aber einer hier auf der Oberfläche kann auch nicht sein. Und einer im Untergrund? Ja gut, groß genug wäre er zumindest. Einen Moment bitte. Das Batterie mal 2. Nice. Schön in Blau. Das gefällt. Integriere zurück, Mann. Ja. Machen wir. Machen wir. Eines Tages. So. Hallo, Statue. Bring mir Lichtermann. Ja. So. Jetzt kriege ich von ihm auch das Gamarschen der Finsternis. Okay, das heißt, war nur noch die Mütze. Also noch irgendwie einen Bruder, irgendwie einen Brudi finden, der das Teil hat. Gut, soll so das Problem sein. Das Gamarschen-Ding, okay, haben wir hier 2 Stück. Wir haben von dem noch 2 Stück, davon 2 Stück. Nur von hier haben wir erst eine. Jetzt haben wir schwören können, dass wir schon mal einen anderen noch hatten. Die Mütze oder so. Wir hatten das mit der Jäger-Ausrüstung. Ich glaube, hatten wir da irgendwie eine Sidequest? Ich glaube nicht, wa? Das heißt, ich müsste eigentlich... Warte mal. Das Problem ist, ich kann natürlich auch schon die alten Parts mal durchsuchen und so nach den Hinweisen. Dann müssen wir halt ein bisschen vorbereiten, weil das natürlich ein bisschen dauern würde. Bei den künftigen Folgen. Die eigentliche Frage, die ich mir dabei stelle, ist... dass ich nicht mehr so will... Ja. Ich soll Platz haben. Die Fotos hier. Ein paar Dinge loswerden. Was haben wir ja, ich glaube, die ganzen Monsterbilder kann ich auch mal loswerden. Die sind doch sicher schon im Album abgespeichert. Ja, komm, ich weiß ja, wo die Viecher sind, ne, also. Wenn ich nochmal irgendwie ein Foto brauche, dann mache ich nochmal eins. Den roten Ausrufezeichen lasse ich mal nach, weil da müssen ja dann Quest-Dinger sein und je nachdem wird das sicher noch wertvoll sein. Ich habe ein Bild von einer Ziege gemacht, naja. Da war das Kackviech. König Riok. Ja gut, die müssen auch abgespeichert sein in dem Fall. So, alle muss ich ja nicht löschen. Jeder mal bis... Das lassen wir noch, das sieht irgendwie ganz cool aus. Dann haben wir den noch, den noch. Huch. Ich kann übertreiben, Link. Die lassen wir noch, weil die brauchen noch was Thumbnail, wobei den nicht. Auch schon gemacht, die beiden lasse ich auch noch. Gut. Jetzt hat er viel Platz gefunden, Freunde. Ja, aber doch kein Hinweis jetzt von den Cheat Guide. Hat er da in ihnen noch was notiert gehabt oder so? Schade, schade. Da haben wir irgendwie noch eine Sidequest oder so, oder? Komm, jetzt was. Wir gucken mal das mit den Wirbeln an. Wir wollen uns in den Himmel begeben, nur kurz, weil im Prinzip wissen wir, dass hier unten sein muss, ne? Das heißt, hier ist das Scheißviech wieder. Aber in Nähe Tempelschrein soll von hier Epona rufen. Natürlich Epona nicht gerade auf der Hand. Mach's doch von hier aus, komm. Und flieg schnell rüber.
ein Ski-Outfit, dass sie nur eins haben. Entschuldigung mit den zwei. Weil ich weiß, wo noch eins wird, das er außerdem mal gefunden hatte offscreen. Das war aber klar, was die Hose oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so weit aber gar nicht gespielt, tatsächlich. Wo war denn dieser Hinweis? Oder war das, warte mal. War das doch so, dass ich ja hier oben beim Hateno-Institut, weil da haben wir das eine Ding gefunden. Nicht hier. Hatten wir das eine Stück gefunden, also sprich die Oberbekleidung. Dass ich glaube noch die Hinweise hat, dann die beiden anderen Hinweise für die beiden anderen Rüstungen. Naja. Ein anderes Mal. Du. So, wo sind wir gerade? Oh. Da hat mir gerade, dass irgendwas hier oben noch fehlt. Da ist ja. Dann haben wir noch das Ding hier. Das ist eine Schatztruhe. Da links von mir. Warte mal, ich muss ganz kurz nachher noch angucken. Ah, hallo Wasserschwert. Ne, falsche Seite. Ich muss gerade so versuchen, weil sonst fällt das Ding wieder runter. Ziemlich sicher. Oder? Fällt nicht runter. Nö. Okay, cool. Hatten wir auch schon mal anders. Also da ist der Wirbel, da ist soweit klar. Was ist jetzt da unten? Hä? Ich muss nochmal ganz kurz angucken. Da ist nur fucking Feuer. Und tschüss. Ja, einen Brunnen haben wir auch gesehen. Ja, da ist noch ein Brunnen. Da weiß ich gar nicht, sollte ich mal in den Wirbel reinfallen. Mal gucken, was passiert. Ein Foto von weit oben machen, glaube ich, eher schwieriger. Wenn es frei im Fall ein Foto mache, geht leider Gottes nicht. Das ist dann halt auch ein bisschen schade. Blub, 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 blub. Und tot. Oh. Strudelhöhle im Hyliasee. Da gucken wir einer an. Wo ist der liebe Kristall hierzu? Bringe den Kristall da. Er soll die Kristalle reinschmeißen oder was? Ja, vielen Dank dafür auch. Ja, aber der hat gesehen, da hinten ist noch einer. So viel dazu. Wäre in der Position noch einer, war.
Eine kleine Lichtwurzel, gut. Wir haben ja eigentlich schon genug. Normalerweise ist nichts Besonderes. Entschuldigung. Da muss leider sein. Ching ching. Maio Signum. Wir haben natürlich gerade, weil wir gerade unterhalb vom See sind, ne? Da wird natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen. Ohne weiteres. Klar, kann natürlich mich ausporten und so. Aber Deckensprung ist ja eher fehl am Platz, obwohl wir haben doch hier. Hä? Wo kommen wir denn hier raus? Ja, das bringt's ja. Hä? Der ist hier oben? Moment. Nein, jetzt brauchen wir so wachen, sie war ein bisschen zu tief. Zum Teil sind diese Quests ein bisschen seltsam. Oh. Ja, hier drin. Zurück in der frischen Luft, war. Wundelball, Wundelball. Wieder in die Truhe. Aber jetzt die ganze Zeit übersehen hier. Okay. Na, schade. Himmelsvogel. Fleisch. Nein, nur Wildfleisch. Normales Wildfleisch, los. So, das will ich jetzt aber wissen, ey. Oh, unser Zelda übrigens. Hallo. Das Kristall hier oben? Nee, oder? Also sprich auf der Plattform direkt vor mir. Weil vom Stuhl da gesehen wäre es direkt darüber. Und auch der eigentlich, wenn ich die Quest nicht ausgewählt habe. Ja, müsste aber schon hier sein, oder? Hallo. Ein einsamer Krog. Was ist gefunden, Mann? Tschüssi. Autschi. Entschuldigung. So. Ja. Die Frage aller Fragen ist jetzt Kristall hier drin oder verarscht mich gerade das Spiel? Nee, er ist tatsächlich hier. Also ganz ehrlich.
Fall schön. Junge, ist ja schnell. Ernsthaft? Habe ich noch Blitze dazu? Was nicht, war das richtig oder hätte ich jetzt das Teil direkt wirklich in die Mitte schlagen müssen? Ne, das kann ich hier. Doch, er ist da, okay, da geklappt. Hätte ja auch anders sein können, Freunde, ne? Hatten wir leider alle schon mal. Du den Darbringen des Kristalls. Das ist die Frage, war direkt raus Segen oder müssen wir mal eine Quest machen? Also, Schrein abschließen. Und natürlich auch die große Questfrage, ist das jetzt der Wirbel gewesen, den unser kleiner Freund da sehen wollte? Da sollte er nochmal sicherheitshalber ein Bild davon schießen. Okay, ist raus Segen, sehr gut. Ich glaube, schießt sicher nochmal ein Bild davon, ne? Mächtig Sonanium-Schwert. Naja. Mächtig, ich weiß ja nicht. Müssen wir dementsprechend wieder irgendwie ein mächtiges Sonanium-Teil haben. Habe ich aber eigentlich nicht. Doch, ja, das Ding noch. Ich kann aktuell nur ein Stück davon hinkommen, und wenn er das mal bei Gelegenheit ein bisschen duplizieren, ne? Wenn wir da ein bisschen mehr davon haben. Ein Segenslicht. Ding, ding. Möge es dir Kraft schenken. Ja, ja, gut. So gesehen. Na, schon wieder bei 25 Herzen insgesamt, war? Ne, warte mal, 35 sogar. Mein Leiste hat ja 30 Herzen insgesamt, das sind so 35. Und ursprünglich insgesamt hatten wir 40, als wir damals in die Höhlen abgestiegen sind. Zu Beginn des Spiels und damals auf Randorf getroffen sind, also insofern. Alles cool, alles cool. Warte mal, jetzt ist die Frage, ja. Hier oben im Himmel, nichts, wo ich direkt runterfallen könnte, wa? Wohl doch von hier aus. Beziehungsweise von hier aus, da könnte es klappen. Ja, noch schnell das Foto schießen möchte vom Studel. In der Oberfläche nie so ein Schrein, da wäre auch ganz cool. Muss mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Die Hylia-Brücke und das Gebiet Ranella haben bisher eigentlich eher ein bisschen gemieden, wa? Also wir haben dann noch nicht gemacht. Warte mal, bin ich hier richtig? Jo. Huch, da kreuzt sogar die Drachen. Da ist Zelda und da ist der nächste Kumpel. Kumpel Donnerdrache? Nee, das ist Nairo? Aber wir sind im Gebiet von Ranella, müsste also schon ein Donnerdrache sein eigentlich. Von ihm noch was holen könnte? Eine Klaue brauchte ich eigentlich noch, wa? Ansonsten wir für die eine Quest da ja eine Dinger brauchen. Warte mal. Hier, Stadt der Göttin der Kraft. Bring eine Quelle an die Klaue des purpurroten Geistes Eldra da. Genau. Dann wird natürlich noch Quests um die anderen Drachen geben. Beziehungsweise um die anderen Statuen. Demzufolge auch eine Klaue von den anderen Drachen. Wenn ich schon mal einen gerade hier habe. Ich bin gerade über dem Festland. Okay, das ist doch schon mal gut. Ah, das wird Sachen, da ist euer Ernst.
Die Boden des Immunenkönigs sind natürlich nicht elektrisch, das ist schon mal praktisch. Ja, wo ist es? Da ist es. Oder? Doch. Farodra-Klaue. Sehr gut. Haben wir die auch? Ich will zu meinem Freund... Wo kommt der bitte her? Mal gucken. Das heißt aber dementsprechend... Haben wir schon alle 3 Klauen? Ziemlich weit unten war. Weißdrache, die ist von Zelda, Farodra, Eldra. Ne, eine fehlt noch. Die von Nairo. Na, Kleiner? Was für ein Schlamassel, Mann. Ihr wurde getrennt. Bin so erschöpft, kann mich kaum bewegen. Für doof, was? Habe ich hier irgendwie ein paar Teile in der Nähe, damit ich irgendwann meine eigenen verbrauchen muss? Sieht eher schlecht aus, oder? Ja, komm. Du. Oh. Haben wir ein bisschen Schwein gehabt. Kumpel muss ich glaube ein bisschen anders hinsetzen. Du bist mir da ein bisschen zu schwer tatsächlich. Ja, komm jetzt schön in die Mitte, jetzt müsste es eigentlich klappen. Einigermaßen gut steuere, sollte es klappen. Sturzflug! So. Ihr seid vereint. Dank dir für dein Ziel. Danke, dass du meinen besten Freund mir zurückgebracht hast. 2 neue Krocksamen. Bitteschön, dankeschön. Hey du Kack-Riesenvieh, na wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen und tschüss. Oder nicht? Ich hatte schon mal bezwungen, ich habe keinen Bock drauf. Tschüss. Wow! Sonst geht's noch gut da hinten, wa? Junge, wie unhöflich. Wollen bloß guten Tag sagen. Okay, so einer da unten. Dunkel hier. Da ist ein anderer Bruder da oben, der wieder mal unsere Dinge haben will. Unser Mario Signum haben momentan gar keine. Strudel. Sehr gut. Und das ist einfach die Quest. Und wisst ihr was, Freunde? Jetzt mache ich das, was ich vorhin angekündigt habe. Ab in den Himmel! Über den Wolken muss die Freiheit doch gefährlich sein. Hä? Was ist passiert?
Nein, was? Was ist das gerade? Wieso bin ich plötzlich irgendwie runtergefallen oder so? Hä? Das hat doch keine maximale Flughöhe, sondern das. Batterie alle waren noch bei weitem nicht. Das war immer schräg. Tiefer, tiefer, tiefer. Warte mal, kann ich eigentlich schon aktuell den Sensor umstellen auf Schreine? Ups, das war ja Pfad des Helden, oder gerade ein bisschen falsch. Sensor. Bandschreine. Ja, schaffen wir es noch bis dahin, bis uns die Energie ausgeht. Sollte klappen. Ja, dann heißt nächste Folge und vermutlich auch übernächste Folge wieder mal doch irgendwie Bock drauf, ein bisschen gucken, wie wir uns denn hier oben so durchschlagen. Nur wir wahrsten des Wortes einen durchschlagenden Erfolg haben. Der Suche nach Schreien etc. Natürlich neuen Abenteuern, hast du nicht gesehen. So. Kurz ausruhen, Freunde. Was vor mit dem Hoverbike war, kein Plan. Ja, kein Bock mehr. Wir landen natürlich auch noch voll im Feindeslager. Das war nicht nett. Gut, also auf die Suche nach neuen Abenteuern, neuen Tempeln, neuen Gefahren. Vielleicht sogar nach einem Hinweis nach dem 5. Weisen. Oder so einen Zweifel habe, ob wir da oben was finden. Aber du, der Weise weiß, wa? Das will es mehr. Das nächste Mal. Bis dahin, ciao zusammen.